So, willkommen zurück bei Clever and Smart. Gut, wir waren bei der Party da, oder besser gesagt den Wettbewerb von den Horrorgestalten. So, und zuletzt glaube ich haben wir mit dem Journalist gesprochen. Mit dem unsichtbaren Mann können wir nämlich nicht sprechen. Haben uns den Fotoapparat angeschaut. Ein toller Fotoapparat. Mit Blitzlicht und allem drum und dran. Das klappt nicht. Kennt ihr vielleicht? Hallo, guten Tag. Guten Abend. Sagen Sie mir nichts. Sie sind Journalist. Ja, woher wussten Sie das? Wegen der Tintenflecke. Und? Immer am Arbeiten? Sieht man doch, oder? Gehören Sie vielleicht zur Sendung von J.B. Könner? Aber nein, ich bin Lokalreporter. Letztes Jahr habe ich von der Jahresversammlung der Trekkies, von der Hauptversammlung der regionalen Monster und von der Essener Comic Action berichtet. Uff, das sind aber schon die dicksten Brocken. Nicht nur die Trekkies natürlich. Das können Sie laut sagen. Und gewinnen tun bei den Comics immer dieselben. Wer denn? Ich glaube, sie heißen Clever und Smart. Ich weiß nicht, was die Leute an denen so lustig finden. Ich auch nicht. Ständig verletzen sie sich. Mir tut schon alles weh, wenn ich nur daran denke. Ja, mir auch. Okay, fragen wir mal wegen den Fotoapparat. Ist der Fotoapparat nicht sehr alt? Er funktioniert auch nicht mehr richtig. Die Glühlampe ist kaputt gegangen. Wozu haben Sie ihn dann dabei? Aus Gewohnheit. Außerdem kann man die meisten von denen da sowieso nicht knipsen. Sie erscheinen nicht auf Fotos. Deshalb macht es keinen großen Unterschied. Oh, das ist merkwürdig. Tja, ich schenke Ihnen das Gerät. Machen Sie damit, was Sie wollen. Vielleicht gibt Ihnen ein Antiquitätenhändler etwas dafür. Oh, vielen Dank für das alte Zeug. Ach so, den haben wir geschenkt gekriegt. Also bis später. Okay, wir haben jetzt ein Fotoapparat. Da fehlt das Blitzlicht. Blitzlicht. Haben wir irgendwo eine Glühbirne gehabt? Da oben die Sonne. Da können wir aber nicht hin. Gut, da haben wir einen Jason. Der wartet ja immer noch auf den Freitag den 13. Noch mit dem Bates haben wir da und eine Glühbirne haben wir nicht. Haben wir vielleicht in der Elm Street auch nicht gehabt? Oha, Nummer 13. Das fehlte noch. Ich komme nicht ran. Ach, können wir das auch da? Nada, geht nicht. Geht nicht. Da hätten wir eine Glühbirne. Eine Glühlampe. Wenn man den Schalter betätigt, geht sie an. Wir brauchen aber die Glühbirnen. Mal sehen. Schon erledigt. Ja, so leicht geht das und dann kombinieren wir das. Mal sehen. Vielleicht, wenn ich eine Glühlampe in den Fotoapparat drehe. Ha, sie passt. Was für ein Zufall. Jetzt haben wir einen Fotoapparat, der funktioniert. Ja. Aber keine Ahnung, wo wir den jetzt verwenden können. Wir werden jetzt einmal weitergehen. So, wir waren im Motel. Dann haben wir noch die Villa. Und das Schloss. Ach, das können wir uns gerade anschauen. Da können wir gar nicht wirklich hingehen. Seltsame Architektur, aber irgendwie ansprechend. Seltsame Architektur. Ja, dann gehen wir mal zum Schluss. Oha. Da gehen wir aber gleich mit dem Smart auch mit. Weil wir den bestimmt brauchen. Heute der Schlüssel. Ein winziger, zerbrechlicher Schlüssel. Und du bist weg. Gut, den haben wir schon mal. So, da haben wir eine Tür. Da haben wir irgendeinen Zombie. Okay, da können wir nichts machen.
Gehen wir mal in die linke, die geht oben. Gehen wir mal oben. Und da gibt es noch mehr Tieren. Und gehen wir mal in die erste. La la. La 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 la. Frankie singt. La 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 la. Du la la. Das ist definitiv nicht Robert Redford. Ich will aber nicht. Das Bild ist mir zu dekonstruktivistisch. La 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 la. La la. Wie soll jemand von der Größe in so ein Bett reinpassen? Ich glaube nicht, dass ich bei dem Lärm schlafen kann. Ja, dann reden wir mal mit Frankie. Jetzt fehlt nur noch die Choreografie zum Erfolg. Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie, aber ich habe Ihnen zuhören müssen und... Hallo? Entschuldigung, wenn es so laut war, aber ich habe gerade komponiert. Das macht doch nichts. Sie sind doch hier zu Hause. Naja, ich schreibe gerade ein Lied, aber ich komme nicht weiter. Irgendwie bin ich total blockiert. Ich kann das, was ich sagen möchte, nicht in Reimen wiedergeben. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wenn du mir hilfst, das Lied zu vollenden, schenke ich dir was. Nein, ich kann sehr schlecht reimen. Fred ist derjenige, dem ständig irgendwelche Reime einfallen. Das ist schade. Ja, wirklich schade. Ach so, dann gehen wir mal mit dem Clever da oben. Hallo? Doktor, nehmen Sie die Schrauben raus. Ich sagte Hallo. Wie? Ach, hallo. Entschuldigung. Ich habe gerade komponiert. Komponiert? Moment mal. Bist du nicht Frankensteins Monster? Ja, klaro. Kennen wir uns? Nein, nicht persönlich. Aber mit der hohen Stirn kannst du nur Frankensteins Monster oder Guido Horn sein. Das hätte er wohl gern. Und was komponierst du gerade? Das ist eine lange Geschichte. Ich fühle mich dauernd gesellschaftlich ausgegrenzt. Die Leute mögen keine Monster. Und meine Therapeutin sagt, dass ich meinen Körper noch nicht ganz akzeptiere. Das wundert mich nicht. Du bist wirklich keine Schönheit. Das Schlimmste sind die Schrauben. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, ich verstehe dich ja so gut. Kannst du dir vorstellen, dass man mich früher Löwenmähne genannt hat? Ich habe in der Musik Zuflucht gefunden. Jetzt komponiere ich Balladen und habe großen Erfolg. Protestballaden, weißt du? Eigentlich müsste deine Gitarre protestieren. War nicht gerade Rigoletto. Naja, ich schreibe gerade ein Lied, aber ich komme nicht weiter. Irgendwie bin ich total blockiert. Ich kann das, was ich sagen möchte, nicht in Reimen wiedergeben. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich dir helfen. Wenn du mir hilfst, das Lied zu vollenden, schenke ich dir was. Gerne. Einverstanden. Ich singe dir zuerst etwas vor. Der Text geht so. Doktor, nehmen Sie die Schrauben raus. Ja, wir sind jetzt dem Helfer beim Komponieren. Wie wär's damit? Sonst breche ich Ihnen die Beine. Das klingt doch ganz gut. Sonst breche ich ihnen die Beine und jag sie durchs Haus. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Reim. Doktor, oh Doktor, nichts geht von alleine. Ja, dann nehmen wir mal das erste vielleicht. Wenn Sie mir nicht helfen, breche ich Ihnen die Beine. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Satz. Bitte, Doktor Frankenstein. Brechen Sie mir erst das linke und dann das rechte Bein. Nehmen wir diese mal. Brechen Sie mir erst das linke?
Dann das rechte Bein. Das hat mich noch nicht überzeugt. Beginnen wir von vorne. Doktor, nehmen Sie die Schrauben raus. Ach so, es müssen die richtigen Antworten sein. Die erste war richtig. Sonst breche ich Ihnen die Beine und jag Sie durchs Haus. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Reim. Doktor, oh Doktor, nichts geht von alleine. Okay, da haben wir das erste gehabt. Wenn Sie mir nicht helfen, breche ich Ihnen die Beine. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Satz. Bitte, Doktor Frankenstein. Gut, also das letzte war es nicht. Wie wär's denn mit den Schrauben? Nehmen Sie die Schrauben raus. Es muss jetzt sein. Gut, das war nicht schlecht. Das gefällt mir. Ich schenke dir eins meiner Spielzeuge zur Belohnung, weil du mir geholfen hast. Wie du siehst, ist das Zimmer voll davon. Nimm dir, was du möchtest. Ein Spielzeug? Sowas. Ich dachte, du gibst mir mindestens 15% des Verkaufserlöses der Single. Aber was soll's. Besser als gar nichts. La la. Gut, wir dürfen uns was nehmen. Dem netten Monster mangelt es etwas an Selbstvertrauen. Und wem soll ich es geben? Dem Neffen von Mr. L? Luftballons? Guck mal. Solche gab's auf dem Jahrmarkt meines Dorfes. Sie wurden mit Luft gefüllt. In Ordnung. Es ist lange her, dass ich 3 Luftballons in der Hand gehalten habe. Gut, jetzt haben wir Luftballons gekriegt. So, dann gehen wir mal da in die nächste Dirne. Buckeliger. Ah ja. Und da haben wir Ibanenstein. Und noch 2 Tieren. Abgeschlossen. Und da hinten? Ach so, da geht's wieder wie jetzt obi. Wo geht's dann durch? Ach so. Ja. So, dann schauen wir uns als erstes mal den Buckligen an. Meine Güte, Ophelia ist ja schon keine Pfirsichblüte. Aber der hier buhlt mit Roy Orbison um die goldene Backpflaume. Hallo? Bitte? Wenn mich nicht alles täuscht, war das Indonesisch für ich möchte deine haarige Zahnpastasammlung streicheln. Gut, ich glaube, bei denen können wir nicht gerade weiter. Ich glaube, das ist der Schalter für die riesige Maschine dort. Ich glaube nicht, dass der Typ mit dem Buckel mich lässt. Vielleicht kann ich ihn zum Weggehen bewegen. Ach so, der bewacht den Schalter. Das Gerät kommt mir bekannt vor. Aber woher? Völlig sinnlos. Eine gewöhnliche Destillierspirale. Brauchen wir die? Komm zu Papa. Die haben wir, die Spirale. Hier liegt mehr rum als in Jeffs Badewanne. Ich weiß nicht, ob sie funktionieren. Fußfessel? Ich glaube, sie dienen dazu, jemanden auf dem Tisch festzuhalten. Nichts. Eine Steckdose. Hier kommt ein Stecker rein. Nix da. Ich bin mal fast geröstet worden, als ich eine Knopfzelle angefasst habe. Ach so. Und da haben wir noch eine Batterie hinten. Die Batterie erinnert mich an meine Vierfachdosen. Man darf Elektrisches nicht mit bloßen Händen anfassen. Ich könnte einen Schlag bekommen. Gut, dann reden wir mal mit den Ibanenstein. Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo, guten Tag. Wer ist da? Ach, schon wieder dieser Typ, der das Geld für den Frack kassieren will. Ich habe doch gesagt, ich bezahle nächste Woche. Wovon reden Sie? Dieser verrückte Wissenschaftler ist wirklich verrückt.
Bringen Sie denn nicht die Rechnung für den Wrack? Nein, ganz bestimmt nicht. Auch keine andere Rechnung? Nein, auch keine andere. Dann scheren Sie sich weg, ich bin beschäftigt. Ach, er ist beschäftigt? Aber er ist Wissenschaftler. Kann er vielleicht das Ding reparieren? Könnten Sie dieses Gerät reparieren? Es ist kaputt. Was denken Sie sich, dass ich Handwerker bin? Ich bin ein seriöser Wissenschaftler. Verrückt, aber seriös. Wenn Sie einen Handwerker brauchen, gehen Sie zu Dr. Moreau. Das ist ja schade. So kann ich mich nicht aus der Kinowelt teleportieren und in die Wirklichkeit zurückkehren. Mir doch egal. Moment mal, haben Sie mich teleportieren gesagt? Ja, so ähnlich. Möchten Sie einen Blick darauf werfen? Interessantes Gerät. Es wäre eine Herausforderung. Nein, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich gebe meinem Experiment gerade den letzten Schliff. Ein neues Experiment? Mit welchem Ziel? Es ist etwas Unglaubliches. Das Höchste, der Gipfel wissenschaftlichen Unternehmensgeistes. Die größte Schon gut, schon gut. Verraten Sie es mir nun oder nicht? Pure Ignoranz. Es geht ums Wiederbeleben. Und zwar von Ibanensteins Braut. Was war denn das? Ein Blitz? Boris, hast du ihn erwischt? Blöd, Mann. Ich warte seit 3 Jahren auf die nötige Energie für das Wiederbeleben und du verpasst den Blitz, Rindvieh. Friede jetzt. Ganz ruhig. Ist die Batterie leer oder was? Wenn das alles wäre. Ich brauche 0,22 Gigawatt und die Radiobatterien geben nicht genug her. Ach, und das ist noch nicht alles. Verdammtes Experiment. Alles geht schief. Na kommen Sie. Erzählen Sie mir, was los ist und was Sie brauchen. Weinen Sie nicht, Sie sind doch erwachsen. Sehen Sie, außer Strom brauche ich eine Frauenleiche und ein Gehirn. Naja, und natürlich einige Schrauben, damit die Schädeldecke hält. Ich verstehe schon. Und ich dachte immer, Bakterius sei Plemplem. Sehen Sie mal, wir können da was tun. Jeff ist auch in der Gegend. Wir beide können Ihnen alles bringen, was Sie brauchen. Und im Gegenzug reparieren Sie unser Teledingens, okay? Einverstanden. Aber denken Sie daran, Sie müssen mir alles bringen, bevor die Sonne aufgeht. Warum das? Weil... Ich weiß auch nicht warum, aber sowas sagt man doch im Horrorfilm, oder? Vergessen Sie nicht, wo wir sind. Gut, also wir sollen den 3 Sachen bringen. Und zwar eine Frauenleiche, ein Gehirn und Schrauben.